Grüß dich zurück zu Mass Effect 3. Wie du siehst, wir sind nun auf Rannoch und wir haben hier 2 Missionen. Wie gesagt, ich glaube, wir werden zuerst die Rettungskapsel und den Admiral retten. Wen nehmen wir mit? Machen wir wieder mal ein 3-Meter-Haus. Ha, ha, ha. Überlastung. Kryo. Oder Sabotage. Sabotieren Sie Waffen und hacken synthetische Wesen. Betroffene synthetische Wesen kämpfen an ihrer Seite. Betroffene Waffen überhitzen. Das hört sich nicht schlecht an. Weißt du was, wir werden es einfach mal probieren, gell? Aufladetempo. Aufladetempo. Radius. 43. Machen wir so. Okay. Stase, sehr gut. Und unser liebe Tali hat, ja, gut gepokert letzte Nacht. Passt. Commander Shepard, hier Admiral Zen. Haben Sie Sarkoris Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Wie ist Ihr Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Sarkoris sein Schiff geopfert hat, um eine Gaskanone zu zerstören. Die Suche nach Ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombattanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Sie wollten den Krieg nicht und haben Ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Sarkoris hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Rannoch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Sarkoris ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen Zen? Admiral Zen? In Ordnung. Hoffentlich ist Admiral Chorus bei der Rettungskapsel geblieben. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Wir werden beschossen. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir deaktivieren sie zu Fuß. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Mein Volk war jahrhundertelang im Exil. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren. Unser kleiner Tali wird melancholisch. Ach, wie lieb. Wir nähern uns dem Störturm. Hoffentlich ist der Admiral unverletzt. Es gibt hier schon so viele Geth. Säuberungsteams. Die Geth konnten mit Überlebenden noch nie etwas anfangen. Argument für die Tali. Dieses Argument gebe ich ihr. Synthetische Wesen. Wow.
Na komm, steh auf. Sehr gut. Sehr schön, meine Damen. Sie sind so weit gekommen. Wir müssen Sal Corys anfunken, wenn wir ihn finden wollen. Gehen wir zu dem Störturm. Hä? Probieren wir es hier, oder? Au! Shepard! Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Javelin. Okay. Wir müssen sowieso später mal wieder die Ausrüstung bearbeiten. Aber der kompletten Mannschaft. Da unten patrouillieren Geth. Aber das wird lustig. Oh. Blablabla. Au. So eine Rotzgöre. Jetzt habe ich wieder nicht getroffen. Sehr schön. So, meine Damen. Ich erbitte um... Oh. Okay. Gut zu wissen, dass ich hier auch eine Funktion habe. Da werden Gäste abgeworfen. Tali, du bist ja oberschlau. Das hat ganz gut funktioniert. Au. Warte bis wir werden das unkonventioneller gestalten. Die Kleine hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert. Wir müssen darauf zum Sprengturm. Ah, Sprengturm. Zum Geth-Turm. Ja. Singularität. Du das. Abwehrdrohne. Sabotage. Abwehrdrohne. Setzen Sie um Feinde Elektroschocks zu. Dieses kleine Wafferl, das ist so geil. Da! Die Flugabwehrgeschütze! Ja, Liara. Nur keinen Stress, bitte, danke. Das wäre ganz lieb von Ihnen. Au. Sehen wir uns die Steuerung des Geschützes an. Wir können es bestimmt deaktivieren. Danke, Geth-Technologie Credits. Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten. Tali, das ist Ihr Job.
Geth aus dem Orbit! Geth Spitfire. Boah! Ah, die hat gesessen. Ah, die Scheiße. Wow. Sag nicht, dass die Tali hinüber ist. Nee. Alter! Du daneben gerotztes irgendwas. Ich hau dich nieder, wenn ich dich erwisch irgendwann. So, reinrotzen wieder, wie das letzte Mal. Ich sehe nichts. Nur diese scheiß Effekte überall. Na sicher. Drecksau. Naja. Geth aus dem Orbit! Gut. Kein Nummer dumm scheißen mehr. Jetzt wird in die Offensive gegangen. Muss den Großen ausschalten. Irgendwie. Nächste. Ah, das ist eine Augenüberreizung. Unglaublich. So. Hier ist was. Das Flugabwehrgeschütz ist offline. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die beiden am Turm. Natürlich, Shepard. Hey. Ah, okay, Tali ist wieder mit dabei. Na gut. Tja. Ein wirklich entflammender Abgang. Da liegt was. Schreddermod, na bitte. Creditos Ramelitos. Sie haben meine Nachricht empfangen? Hab ein Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dawn Hutst. Ich säubere Maschinenteile. Hier wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Können Sie mir sagen, wo Zal Koris ist? Er sucht nach Überlebenden. Sie können ihn anfunken, wenn Sie den Störturm offline kriegen. Wir finden ihn, Dawn. Versprochen. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht.
Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Corus uns lebend hier rausbringt. Und sagen Sie meinem Sohn... Sagen Sie Yona, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Ruhen Sie sanft, Dawn Hutst, was Rannoch. Auf zu diesem Turm. Tja. Hä? Wieso abtrünnig? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Weil ich ihn nicht abgemurkst habe. Hä? Jetzt am Blick. Muss ich mal was schauen. Okay. Keine Ahnung. Verstehe ich jetzt nicht ganz, da das Abtrünnige. Naja. Au! Ihr Dummen! Aber ich habe gerade ein paar kleinere Probleme. Mich neu sortieren. Und ich bleib dabei, das ist noch immer die beste Waffe. Momentan. Au! 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 Geschütze! Ja, ich habe gerade ein anderes Problem, Liara. Sehen wir uns mal die Steuerkonsole des Geschützes an. Es lässt sich bestimmt abschalten. Bestimmt. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Ja, die Tali, weil die ist ja die Expertin mit den Geth. Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Mit mir auch ein bisschen am Stop. Shepard, Sie können das Geth-Geschütz benutzen. Ah ja, stimmt. Mädchen, du bist ein Träumchen. Noch mehr Geth! Hä? Hallo? Was war jetzt? Alter, das Spiel ist qualitativ wirklich schlecht programmiert. Ja klar! Alter, ist das Spiel verbuggt. Das... Aktivieren, Shepard. Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Shepard, Sie können das Geth-Geschütz benutzen. Noch mehr Geth! Geben Sie mir mehr Zeit. Ja, tu nur, ich gehe noch einen Kaffee trinken. Erledigt. Das Geschütz ist offline. Holen wir uns das Letzte. Geth bei der Tür! Schade. Ich hätte es wirklich auf der 360er spielen sollen. Da hatte ich weniger Probleme. Was
als kleine Rückendeckung. Au! Diese rotzräudigen Volltrotteln. Ich habe meinen neuen Hassgegner gefunden. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Bin gleich soweit. Ja, ja. Ich trinke dabei einen Kaffee. Und genieße eine Brettjause. Oder eine Bretteljause, wie man so schön sagt. Was ist los, Tali? Alter! Ihr dummen, schönen Menschen. Das Geschütz ist offline. Ich gebe Signal. Hier ist Commander Shepard. Dawn hat es nicht geschafft, Admiral. Er hat es nicht. Ich verstehe. Ich komme mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Zusammenbleiben, wir treffen uns dort. Nein, die Gäste haben mich abgeschnitten. Ich höre schon die nächste Welle. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Nur dann, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Da ist der Admiral. Wir müssen uns beeilen. Ich sehe. Sie kann gehen. Los! Gap! Hinter ihn! Gehen Sie in Deckung! Ich muss das Scheißdreck nachdrehen. Ja.
Ich sehe nichts. Hier. Weg ist frei! Los! Admiral, kommen Sie! Willkommen an Bord. Shepard, meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Rett mich jemand. Hallo? Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Commander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Konnten Sie die zivilen Captains zum Bleiben überreden? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann? Nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte Ihr Volk Sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Wenn das lokal... Ja. Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Geth steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt 10 Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Geth-Einheit mit den Upgrades der alten Maschinen. Das ist eine voll entwickelte KI. Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Ach du Scheiße. Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen, aber wir halten ihn. Schwierig. Das Problem ist, ich möchte die Quarianer auf meiner Seite haben. Gut, sie sind komplex, aber Leben ist was anderes. Sie haben sich entwickelt. Sie haben Upgrades bekommen. Und sie werden deshalb sterben. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor ihnen zu schützen. Im Prinzip, der Legion hat uns im zweiten Teil geholfen. Gegen die Reaper. Und wer weiß, was im Hintergrund passiert. Weißt du was? Ja, ich will die Quarianer an meiner Seite haben. Aus welchem Grund auch immer, sie gehören zu den Reapern. Shepard, Commander. Wir waren ein Team. Das weiß ich auch zu schätzen. Aber die Geth leben nicht. Sie sind Maschinen. Maschinen, die von den Reapern gehackt wurden und abgeschaltet werden müssen. Wissen wir. Zeigen Sie mir die Basis. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edi, okay für Sie? Ja. Es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen.
Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Können Sie durchhalten? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen Sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn wir unseren Schiffen nicht eine Pause verschaffen, werden wir sie verlieren. Dann ziehen Sie sie zurück. Dann fallen uns die Geth in die Flanke und wir verlieren jeden Spielraum. Ich brauche die Patrouillenflotte. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen Sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn wir unseren Schiffen nicht eine Pause verschaffen, werden wir sie verlieren. Dann ziehen Sie sie zurück. Dann fallen uns... Weitere Schiffe einzusetzen gefährdet nur noch mehr Leben, Admiral Garrett. Gut, ich ziehe die schwere Flotte zurück. Aber wenn wir beschossen werden, gehen die Verluste auf Ihr Konto. Danke, Commander. Es ist nicht leicht, ihn zu bremsen. Geil. Das Ganze wird noch lustiger. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich krieg Bauchweh. Okay. Eine Sache müssen wir aber vorher noch machen. Ich meine, ja, ich weiß, Legion hat uns im zweiten Teil geholfen gegen die Kollektoren. Sie haben neue Nachrichten, Commander. Ich liebe dich wirklich, Mädchen, aber ich ziehe mich jetzt mal kurz zurück. Legion hat uns zwar geholfen. Tully einladen. Das machen wir alles später. Oder soll man das in Kürze machen? Mal schauen, weiß ich noch. Ich bin mir dessen nicht bewusst. Ich schaue nur gerade, vielleicht finden wir irgendwas. Den Waffenschaden möchte ich mir behalten. Was kannst du? Munitionskapazität, das hört sich doch geil an. Naja, Nahkampf macht man nicht so oft, gell? Waffenschaden. Waffenschaden, Nahkampf, Munition. Schwierig. Waffenschaden, Schildverstärker. Das ist alles so, weiß ich nicht.
Warte. Mal was anderes ausprobieren. Er weiß nicht, was er tut. Das hat er noch nie gewusst. So. Waffen, weißt was, wir werden uns auf Waffenschaden und Gesundheit konzentrieren. Aber das ist eigentlich Wurst. Pustekuchen. Kopfschuss, Kraft, Schild, Kopfschuss, Waffen, Munition. Weißt du was? Was kann der? Nix. Wir verbleiben mal so. Aber dann habe ich keinen gescheiten Waffenschaden. Das kotzt mich an. Ich habe eine andere Idee. Das machen wir jetzt noch. Zacki Bracki. Crewdeck. Shuttlebucht. Runter zur Waffenkammer. Ich hab den M35 Marco immer geliebt. Der hat Herz, wissen Sie. Ach was. Der M44 Hammer ist ihm weit überlegen. Blödsinn, das Ding ist doch aus Seidenpapier. Der Marco kann wenigstens ein paar Treffer einstecken. Das muss er auch. Nachschubinterface. Wie viel haben wir? Eher wie ein Bulle, der tagelang voranstürmen kann. Aber auch nur wegen seiner dämlichen vertikalen Masseneffektfelder. Springen oder stecken bleiben. Kein Tempo, keine Bewegung zur Seite. Wer muss sich mit so einem Geschütz schon bewegen? Wenn Sie das wollen, können Sie doch gleich den alten M29 Grizzly nehmen. Ey, ich liebe diesen Panzer. Ha, dass Sie kuschelige Bären mögen, passt ganz vortrefflich zu Ihnen, Mr. Vega. Was ist daran so lustig? Nahkampfschaden macht man fast nicht. Also sind die Dinge, die wir hier gerade... Spectre-Ausrüstung, da wollte ich mal reinschauen. Geth-Tag zur Zerstörung der Zielerfassung. Ein verdeckt operierendes Eclipse-Team will eine Störtechnologie sein. Der Einsatz solcher Störeinheiten auf dem Präsidium würde Feinde im Fall eines weiteren Angriffs auf die Zitadelle behindern und somit zivile Allianz nicht unterstützen kann, so soll so getan werden, als wäre die Technologie auf Rannoch gefunden worden. So, was haben wir hier noch? Koreaner-Toxin. Was ist das? Ah, so, das sind Waffen, okay. Aber... Das ist eine komplette Rüstung, ehrlich?
Ich meine, ich habe zwar schon wieder keine Kohle mehr, aber... Hat ein bisschen. Wo war denn das andere? Schauen wir mal. Ja, weißt, ich versuche gerade alles, dass ich die... Cerberus Gift für Turianer, Wärmeeinheitsstabilisatoren. Ich versuche gerade alles, dass ich irgendwie... Sehr bullig. Weißt was? Wir verbleiben derweil aber trotzdem hier. Ich schaue nur gerade, ob wir irgendwo einen Helm haben. Ja, Gesundheitsverstärker, das ist schön. Nein, ich möchte eigentlich ein bisschen was Schlankeres. Aber irgendwie finde ich momentan nichts, was mir irgendwie zusagen würde. Da können wir den alten, schönen Mist hier auch nehmen, eigentlich. Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen, wenn du's vielleicht merkst. Munitionskapazität würde das erhöhen. Das nehmen wir. Wir bleiben so. Genau. Nachschub, Waffen-Upgrades. Uiuiui. Javelin 2, verbesserter Waffenschaden, Munitionskapazität und Gewicht. Was ist das? Drei. 5. Waffenmod-Station. Jetzt muss ich einmal nur schauen. Viper 5. Wow. Ich glaube, wir nehmen mehr Schaden, oder? Ja, sicher nehmen wir mehr Schaden. Blöd wäre ich. Annehmen. Gibt's hier ein Upgrade? Peston 3. Ah. War da ein bisschen? Peston 4. 5. Die war nämlich nicht einmal so schlecht im letzten Kampf. X. Kapazität.
Weißt du was, wir bleiben dabei bei dieser hier. Weil die war nämlich gar nicht so dumm im Kampf. Wenn das die war. Den Punkt der Schaden war die nämlich nicht einmal schlecht. Annehmen. Skorpion 5, das sind wir glaube ich eh schon. Waren dabei. Ah, falsche Richtung. So. Ja, ein bisschen was haben wir noch zu tun. Ich habe es ja schon 300 Mal gesagt. Tempest. War das nicht... Die Tempest, war das nicht die Waffe, die wir jetzt dabei haben? Das ist die hier. War nämlich auch nicht so schlecht. Warte mal. Muss ich nochmal reinschauen. Was für eine Stufe war denn das? 1. Weißt du was? Wir werden die einfach mal ein bisschen erhöhen. Tempest 2. 3. 4. 5. Genau. Modifizieren. Schauen wir mal, ob wir noch was rausholen können. Kapazität. Präzision. Ah. Sehr gut. Bestätigen. Die Claymore. Gibt's für die auch schon ein Update? Ja, sehr schön. Wir sind zwar wieder Arschloch pleite, aber sei es drum. Ah, das... Ja, okay, dann das passt dann schon. Annehmen. Was haben wir hier? Skorpion 5. Schwere Pistole. Sorry, ich will trotzdem ein bisschen mehr Schaden machen. Machen wir so. Ja. Bestätigen. So. Ich würde mal sagen, wir haben unseren Shepard relativ gut ausgerüstet. Jetzt schauen wir mal. Ja, wir haben eh kein Kleingeld mehr. Mit dem sollten wir uns auch irgendwann noch mal ein bisschen spielen. Okay. Er ist so süß irgendwie. Jetzt schaue ich da noch mal durch. Waffenschaden. Munitionskapazität. Panekedder. Munition und Waffenschaden. Waffenkopfschuss. Munition. Ja, weißt du was, wir bleiben dabei so.
Nützt ja nichts. Irgendwie. Ich weiß, ich bin lästig mit den Sachen, aber irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie kann ich mich in sowas stundenlang verbeißen. Weiß ich nicht, keine Ahnung warum. Sehr gut. Was kann man hier machen? Nichts. Ich schaue nur gerade was. Mit ihm sollten wir auch mal reden. Hier kann man dann eh nichts mehr machen. Maschinendeck, Unterdeck, Crewdeck. Kapitänskabine, hier war ja nichts mehr. Okay, aber wir haben so viel noch zu tun. Wir werden in der nächsten Aufnahme die Geschichte mit Tully weitermachen, beziehungsweise den Quarianern. Logbuch. Das wird noch brutal. Ja, wir können nur eins nach dem anderen machen. Wie gesagt, bitte nicht böse sein, wenn das Ganze jetzt ein bisschen länger dauern wird. Aber ich möchte das alles so gut wie möglich so hinkriegen, dass wir Shepard überlebt. Genau, habe ich eh schon 100-mal gesagt. Bis zum nächsten Mal und ja, wie gesagt, ich versuche ein bisschen ruhiger zu bleiben und zu wirken und das Ganze ein bisschen gemächlicher anzugehen, trotz allem. Auch wenn ich mich manchmal etwas ärgere. Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal und... Warte ein bisschen. Baba dabei.